Ja, Jesus, wir strecken uns nach dir aus heute an diesem Morgen. Und ja, wir haben es gerade gesungen, du veränderst und eine Freude kommt auf. Und dafür möchte ich heute beten, dass Freude aufkommt, vor allem auch im Thema Veränderung. Amen. Heute zusammen? Nein, ich mache die Predigt nicht auf Schweizerdeutsch, keine Sorge. Nein, noch nicht. Vielleicht irgendwann mal. Aber ich wünsche euch allen zusammen ein frohes und gesegnetes neues Jahr. Na, kannst du es noch hören? Mal gucken, wie lange das noch geht, bis es dann endlich mal durch ist. Aber wo wir schon gerade im Thema sind, neues Jahr. Wer von euch hat sich denn gute Vorsätze fürs neue Jahr gemacht? Hä? Sowas wie, ja, hey, ich werde jetzt mehr Sport machen. Das ist doch irgendwie so der Klassiker. Oder ja, die Handyzeit, die ist im letzten Jahr ein bisschen eskaliert, vielleicht ein bisschen weniger. Da macht man sich so eine Handysperre für Instagram rein, die man dann doch immer wieder wegklicken kann. Ne? Ja, wie wäre es mit, ich esse gesünder? Ja, weniger arbeiten, ein bisschen mehr Zeit mit der Familie verbringen oder mit den Freunden. Ich mache ab jetzt Sabbat. Ich glaube, das tut mir gut. Oder, ja, was gibt's noch so? Hat jemand von euch noch Ideen? Was könnte man noch so machen? Gute Vorsätze? Irgendwer? Hey, das Spannende ist, ich habe diese Frage in den letzten Jahren ganz, ganz vielen Leuten gestellt. Dieses Jahr tatsächlich bis jetzt nur Micha und meinem Mann, also deswegen sage ich noch die letzten Jahre. Aber so die klassische Reaktion war eher so, oh, naja, nee, du Melli, das bringt doch sowieso nichts, oder? Bringt doch nichts. Und wenn wir uns die Statistiken anschauen, dann verstehe ich auch, wieso man zu dieser Konklusion kommt. Hab mal zwei für euch. Eine Umfrage der Fitness-App Strava mit etwa 800 Millionen Aktivitäten zeigte im Jahr 2019, dass fast 80% der guten Vorsätze bis zum 19. Januar aufgegeben werden. Das ist 80% bis zum 19. Januar. Das ist knapp 2,5 Wochen. Herzlichen Glückwunsch. Naja, eine weitere Studie sagt, rund 80% der Neujahrsvorsätze sind schon, also das ist jetzt dann auf alle Neujahrsvorsätze bezogen, nicht nur Sport, sind dann bereits nach 6 Wochen wieder vergessen. Viele geben bereits in den ersten 2 Wochen auf. Also kann ich auch verstehen, wenn dann jemand zu mir kommt und sagt, hier Melli, Statistik, guck's dir an, kann man sich machen, bringt aber sowieso nichts. Ich weiß jetzt nicht, ich habe die Statistik nicht bis auf Herz und Niere geprüft, aber ich sehe das jedenfalls in meinem Leben. Auch ich habe das schon gemacht, mir gute Vorsätze, richtig motiviert, 1. Januar reingestartet, Bibel in einem Jahr durchlesen und dann kommt man in 3. Mose an und dann, spätestens dann hat sich das dann vielleicht auch irgendwie wieder erledigt und vielleicht steigt man im Neuen Testament nochmal ein. Hey, aber mir ist es auch schon passiert, dass ich mir gute Vorsätze fürs neue Jahr gemacht habe, sehr motiviert reingestartet bin und dann auch sehr schnell wieder nachgelassen habe. Meine Frage ist nur, sollten wir aufgrund dessen denn keine guten Neujahrsvorsätze mehr machen? Das ist jetzt ein kleiner Spoiler-Alert. Auch wenn ich nicht immer eine sehr hohe Erfolgsquote habe, habe ich mir auch in diesem Jahr wieder gute Vorsätze fürs neue Jahr gemacht. Wenn dich interessiert, was das so ist, ich werde es jetzt nicht sagen, darfst du mich gerne nachher fragen. Dann musst du aber damit rechnen, dass ich dir die gleiche Frage stelle. Ich halte es für sinnvoll, immer mal wieder eine Bestandsaufnahme zu machen. Weil, warum macht sich ein Mensch gute Vorsätze für das neue Jahr? Ja doch irgendwie, weil man merkt, also irgendwie, da gibt's was in meinem Leben, das würde mir gut tun, wenn ich das mehr machen würde. Oder wenn ich das weniger oder auch gar nicht mehr machen würde. Und irgendwie merkt man, hey, es bräuchte in dem und dem Punkt eine Veränderung in meinem Leben. Und das neue Jahr bietet da eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, mal so ein bisschen zu schauen, was war denn letztes Jahr und was könnte sich denn jetzt im neuen Jahr vielleicht ändern. So, jetzt will ich heute keine Motivationsrede halten. Ich werde auch von keinem Fitnessstudio gesponsert, euch irgendwie zu werben, euch gute Vorsätze fürs neue Jahr zu machen. Nein, heute wollen wir eine andere Bestandsaufnahme machen und zwar zu schauen, hey, was hat Gott eigentlich im letzten Jahr in deinem Leben gewirkt und wo
hat er eine Transformation in deinem Leben vor, vielleicht auch im Jahr 2025. Heute geht es um das Thema Veränderung. Veränderung, die Gott in deinem Leben bewirken will, weil ich glaube, Gott sehnt sich nach Transformation in deinem Leben. Wer von euch hat schon mal eine Karte bekommen oder vielleicht sogar selber geschrieben? Und da stand der Satz drin, bleib so, wie du bist. Genau, dazu habe ich genau, bleib so, wie du bist. Schon mal irgendwer geschrieben oder zumindest so eine Karte bekommen? Ich weiß nicht, ob das Wünschenswerteste ist, was man einem Mensch gegenüber sagen kann. Ich verstehe die Wertschätzung dahinter. Irgendwie ist da ja so ein gutes Herz, oh, du bist so toll. Und irgendwie, ich wünschte, du bleibst für immer so, wie du bist. Aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Weil eigentlich ist da ja mit eingeschlossen, hey, entwickel dich nicht weiter. Veränder dich nicht. Bleib so, wie du bist. Und ich bin jetzt mal ein bisschen kühn und ich sage dir, ich wünsche dir, dass du im Jahr 2025 nicht so bleibst, wie du bist. Amen. Ja, ich wünsche dir, dass du am Ende von 2025 ein anderer Mensch bist. Und jetzt, ich rede da nicht um eine 180-Grad-Wende und du bist eine komplett andere Person. Aber ich wünsche dir, dass das Jahr 2025 eine Veränderung in deinem Leben bringt. Ja, vielleicht, dass du Durchbrüche erlebst, wo du dich schon lange nach Durchbrüchen sehnst. Dass du in deiner Ehe tiefere Verbundenheit erlebst. Vielleicht ist es eine Freiheit von Süchten. Vielleicht ist es, dass du endlich einen Sinn in deinem Leben findest. Vielleicht ist es, dass du neue Freundschaften knüpfst, transformiert wirst. Aber in jedem Fall wünsche ich dir, dass du nicht so bleibst, wie du bist. Und heute wollen wir uns 3 Feinde für Transformation anschauen. Hey, was sind so Sachen, die uns daran hindern, dass wir Veränderungen in unserem Leben sehen? Und ich weiß nicht, wenn du dir das Jahr 2024 anschaust, ob du jetzt am Anfang des neuen Jahres, aber am Ende des alten Jahres sagen konntest, hey, ich habe mich weiterentwickelt. Hey, ich habe Freiheit erlebt, ich bin liebenswerter geworden. Aber mein Wunsch für dich ist es, dass du es am Ende vom Jahr 2025 sagen kannst. Und deswegen schauen wir uns 3 Feinde an, vielleicht nicht die einzigen, aber 3, die ich als sehr, sehr wichtig empfinde, damit wir sie aus unserem Leben entfernen können. Der erste ist, du denkst, dass du keine Veränderung brauchst. Also, wenn man sich jetzt, also gut, Vorsätze hin oder her, macht ihr welche, macht ihr keine. Es ist einfach gut, irgendwann mal eine Bestandsaufnahme zu machen. Und wenn man das nie macht, dann sagt man eigentlich, nö. Ich rauche 2 Päckchen Zigaretten am Tag und ist auch eigentlich okay. Eigentlich brauche ich da keine Veränderung. Und in dem und dem Punkt da, nee, also das schaue ich mir einfach nicht an und dann ist ja eigentlich auch okay. Ich bin doch eigentlich auch okay, bleib so, wie du bist. Ich bin okay, so wie ich bin. Ich brauche keine Veränderung. Ich bin eigentlich ein ganz nicer Typ. Oder Typin, keine Ahnung. Hey, und es tut mir leid, wenn ich dir ein bisschen zu nahe trete heute und du dich beleidigt fühlst von mir. Aber das stimmt leider nicht so ganz. Es stimmt nicht so ganz, dass du eigentlich voll okay bist, weil jeder Mensch, du und ich auch, hat das Potenzial, richtig, richtig fies zu sein. Und jeder von uns hat das Potenzial, Fehler zu machen. Und das ist okay. Es ist okay zu erkennen, dass man nicht okay ist. Es ist einfach nicht okay zu erkennen, dass man eigentlich ganz okay ist. Also es ist völlig in Ordnung, dass du erkennst, hey, ja, ich mache echt auch Fehler. Und die Erkenntnis, das ist eigentlich auch schon der Schlüssel. Weil wir sind Menschen und wir sind fehlbar. Und ich glaube, auch der Satz, hey, Gott liebt dich so, wie du bist, das ist irgendwie die halbe Miete. Es ist eine Miete, aber irgendwie nur die halbe. Hat sie nicht gesagt. Doch, hat sie gesagt. Weil, ja, die Kernbotschaft, die Jesus gebracht hat, das, was er verkündigt hat, wir lesen es in Markus 1, Vers 15 und da steht klar, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um
und glaubt an das Evangelium. Kehrt um. Also Jesus ist nicht einfach auf Erden gekommen, hat gesagt, hey, Melli, ich komme und ich sag dir, du bist so geliebt, bleib so wie du bist total toll und jetzt weißt du, dass Gott dich liebt. Fertig, Ende. Nein, Jesus sagt hier, kehrt um. Das heißt, irgendwas ist da vielleicht auch da, von dem man umkehren kann. Und das ist eben die krasse Botschaft. Ja, Jesus ist gekommen, obwohl wir Sünder sind. Und das ist eben die Botschaft der Liebe, nicht, du bist einfach so toll und deswegen liebe ich dich. Ja, das ist auch eine Liebesbotschaft, aber wie viel tiefer ist die Botschaft, wenn einer kommt und weiß, du machst Fehler und nimmt dich trotzdem an in deinen Fehlern. Und das lesen wir in Römer 5, Vers 8, darin steht, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das ist tatsächliche Liebe. Nicht, ich liebe dich, weil du so toll bist, sondern ich liebe dich, obwohl du Fehler machst. Und in dem nehme ich dich an. Jesus ist nicht gestorben, weil wir alles im Griff haben. Er hat uns trotz unserer Fehler angenommen. Das ist Liebe. Und das ist auch die Grundlage, auf der Veränderung überhaupt möglich ist. Auf dieser Grundlage der Annahme, auf dieser Grundlage der Liebe ist Veränderung möglich. Aber ja, kehrt um, ist Jesu Botschaft. Kehrt um, es gibt Sünde in eurem Leben, es gibt Dinge in eurem Leben, da sehnt sich Gott nach deiner Freiheit und nach Veränderung. Und Paulus schreibt in Römer 12, Vers 2 Folgendes. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Hey, wir sollen lernen, in einer neuen Weise zu denken. Du sollst lernen, in einer neuen Weise zu denken. Und warum? Damit Veränderung in deinem Leben stattfinden kann. Wir sollen also umkehren, in einer neuen Weise denken. Damit wir aber überhaupt erst umkehren können, brauchen wir eben die Erkenntnis darüber, dass es etwas in unserem Leben gibt, von dem wir umkehren können. Und das weißt du am besten. Und wenn du es nicht weißt, dann sagt die Bibel, dass uns einer geschenkt wurde, der uns der Sünde überführt. Und dann ist es vielleicht, wenn du merkst, oh, ich habe eigentlich schon lange nicht mehr so eine Bestandsaufnahme gemacht, wo es vielleicht in meinem Leben Veränderung bräuchte und du weißt auch gar nicht so richtig, hey, was könnte das sein? Dann frag mal den Heiligen Geist. Heiliger Geist, gibt es etwas in meinem Leben, was ich verändern sollte? Gibt es etwas, wo ich in Sünde lebe, wo ich mir gar nicht bewusst bin und sollte davon umkehren? Erkenntnis ist der erste Schritt. Ja, und da kann vielleicht jetzt am Jahresanfang ein guter Zeitpunkt sein, mit Gott gemeinsam mal zu evaluieren. Hey, was war im Jahr 2024 und was hast du parat im Jahr 2025 für mich? Gut, den ersten Feind haben wir entlarvt und uns angeschaut. Du denkst, du brauchst keine Veränderung. Ich sag dir, ich glaube, du brauchst Veränderung. Wenn du nicht weißt, wo, dann sprich mal mit Gott darüber. Aber vielleicht ist das für dich auch schon voll klar. Ja, ich weiß das. Ich weiß es, Melli, ich brauche Veränderung. Aber irgendwie, ich schaffe es einfach nicht. Es gelingt nicht. Immer wieder versuche ich es. Und hier ist ein zweiter Feind, den wir uns anschauen wollen, und das ist Veränderung ist unbequem. Veränderung ist echt unbequem und das ist eine sehr, sehr schlechte Nachricht irgendwie, weil das ist nicht einfach. Ich nehme mir was vor und dann ist es super und dann gelingt es einfach. Weil mit der Erkenntnis, das ist der erste Schritt, aber damit hat sich noch nichts verändert in deinem Leben. Also es ist super, wenn du erkennst, hey, ich brauche Veränderung, aber es braucht einen aktiven Schritt. And nobody said it's gonna be easy. Nobody. Und das hat Jesus uns auch nicht versprochen, dass irgendwie alles einfach wird. Und ich will euch ehrlich mit in eine Geschichte nehmen, weil
ich erlebe das auch in meinem Leben. Und ich erzähle euch eine unbequeme Story von vorgestern. Also es ist nicht mal, vor 7 Jahren. Und nein. Hey, ich war mit auf dem Praise Camp. Und es war richtig cool, richtig geniale Zeit. Schaut euch auf YouTube. Es waren richtig gute Speaker, mega tiefe Worship-Zeiten. Und ich hatte das Privileg, dass ich auch im Morgen-Worship mit aktiv sein durfte und in der Bandleitung war. Und ich frage mich immer wieder, wie Gott mich in so organisatorische Aufgaben stellt und es mir immer und immer und immer wieder zumutet. Und ich sehe da auch so stückchenweise Veränderungen, wie ich echt besser werde. Aber ich frage mich immer wieder, warum fragt er nicht meinen Mann? Der ist da viel besser drin im Organisieren. Aber irgendwie stehe dann doch ich immer wieder dort, weil ich glaube, Gott mich herausfordern möchte und mich lehren möchte, Dinge zu organisieren. Und auf jeden Fall war es so, Praise Camp ist dann so, ja, nach Weihnachten, am 27. startet das, also die Wampe ist voll, man hat sich gerade so irgendwie eingemummelt in seine Decke und der ganze Weihnachtsklimbatsch ist rum und dann startet direkt das Praise Camp voll durch. Auf jeden Fall hatte ein Bandmitglied mich doch am 24. glaube ich, darum gebeten, ob ich nicht mit unserer Kontaktperson abklären könnte, wie sie noch ihre Instrumente vor Ort hinbringen kann. Ich so, ja, klar, das kläre ich ab, kein Problem. Und dann irgendwie hatte ich Abend und ein gutes Essen und gute Gemeinschaft und diese Informationen, um was ich mich hätte kümmern sollen, die rückte immer weiter so. Also sie war schon noch so da, ich hätte es auch eigentlich machen können. Aber Ende des Liedes, ich habe es nicht gemacht. Und dann war der 26., also einen Tag bevor das Praise Camp losgeht und diese Person fragt mich, hey Melli, hast du schon Infos? Nee, ich habe noch keine Infos. Mist. Und dann kam so dieser Gedanke im Kopf, ich habe doch gesagt, ich kümmere mich drum. Ich habe mich nicht drum gekümmert und es zeigt jetzt mal wieder, ich kann nicht organisieren und sowieso mit Nachrichten schreiben, das ist bei mir auch immer so ein bisschen schwierig und jetzt habe ich das nicht gemacht und vielleicht klappt das jetzt alles nicht und ich bin dran schuld. Was habe ich gemacht? Hey, was habe ich gemacht? Ich habe ihm geantwortet. Ich hätte antworten können, es tut mir leid, ich habe es vergessen. Voll verständlich, es war Weihnachten, meine Güte. So, es tut mir leid, ich habe es vergessen, ich kümmere mich drum. Und stattdessen habe ich geschrieben, hey, die Person war jetzt über Weihnachten noch echt nicht erreichbar. Aber ich kümmere mich drum. Und dann hat er gesagt, hey, schick mir doch die Nummer, ich kümmere mich selber drum. Ich so, ja, voll schlau, eigentlich viel besser, wenn ihr das direkt regelt. Und dann schreibt er noch so zurück, hey, voll gut, ich habe die Person direkt erreicht. Okay. Und ich habe dann schon gemerkt, naja, gut, okay. Aber dann habe ich auch gedacht, weißt du was, hat dann auch alles funktioniert, bisschen sponti, aber klappt dann doch irgendwie immer, meistens. Auf jeden Fall habe ich dann schon gemerkt, das war irgendwie halt, also nicht aufrichtig, es hat einfach nicht gestimmt. Und dann habe ich aber so gedacht, naja gut, ist ja jetzt dann auch rum, ne? Also muss ja keiner mitkriegen. Und dann ging das so los und dann irgendwann klopfte der Heilige Geist an. Niemand hätte es erfahren. Wäre dann nicht der Heilige Geist. Er so, Melli, du warst ja nicht ganz aufrichtig, ne? Ja. Ich glaube, es ist gut, wenn du das noch klarstellst. Ja. Und dann, wie das so ist, es kommt irgendwie nicht, also ich habe dann so gedacht, wenn der richtige Zeitpunkt kommt, dann mache ich das. Und ich wollte es vor dem Praise Camp machen, ich habe es nicht gemacht. Und dann war das Praise Camp rum, ich so, ja gut, jetzt ist ja, Herr, ich habe vor dir jetzt Buße getan und das reicht doch so, ne? Hey, und vorgestern hat wieder in meiner stillen Zeit der Heilige Geist mir gesagt, hey Melli, da ist noch was, da ist noch eine Rechnung offen. Ich glaube, du solltest dich entschuldigen. Und ich, Halleluja, ich habe es gemacht. So. Und es ist nicht angenehm, hinzustehen und zu sagen, hey, du, ich war nicht ehrlich mit dir und das tut mir von Herzen leid. So. Also irgendwie Veränderung, die ist echt unbequem. Und das Spannende ist ja, da wo wir Fehler machen in unserem Leben, da passiert meistens sowas, das lesen wir auch schon am Anfang in der Bibel. Und zwar, ich wollte mich verstecken. Ich war so, hey, wenn es niemand erfährt, dann zeige ich, dass ich doch eigentlich gar nicht so schlimm bin. So, ne? Hauptsache, ich bin nicht dran schuld. So, Scheinwaren. Und Adam und Eva, die waren im Garten und die waren ungehorsam gegen Gott, sie haben gesündigt. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich versteckt.
Die haben sich versteckt im Busch. Die sind so, wenn er uns nicht findet, vielleicht ist dann auch okay. Und unsere Scham, die bedecken wir mit Feigenblättern so. Die haben sich versteckt, weil sie wussten, dass sie was falsch gemacht haben. Und ich verstecke mich auch immer wieder da, wo ich was falsch mache. Wenn ich einen Fehler mache und ich merke es, dann versuche ich so gut wie es geht mit Feigenblättern, metaphorisch gesehen, zu bedecken. Hauptsache, es kriegt keiner mit. Kennst du das auch? Sünde bedecken, so gut wie es irgendwie geht, um Schein zu wahren, weil solange es keiner rauskriegt, dann ist ja eigentlich auch noch okay. Das Problem ist aber, es ist nicht okay, weil Sünde, auch wenn sie im Verborgenen passiert und gerade dann, richtet großen Schaden an. Herr Jakobus sagt sogar, Sünde gebiert den Tod. Sünde ist etwas, wenn du denkst, es hat keine Macht in deinem Leben, es hat viel mehr Macht, als du vielleicht denkst. Und vor allem auch das, was keiner sieht, was du einfach so lange in dir drin behältst und denkst, dann gerät es vielleicht in Vergessenheit. Nein, in dir drin macht es etwas massiv kaputt. Und es ist unbequem. Es ist sau unbequem, wenn es rauskommt. Aber es bringt Freiheit. Weil was macht jetzt Gott? Gott läuft nicht durch den Garten, ist so, Adam, Eva, wo seid ihr? Ich habe das mitgekriegt übrigens. Nein, Gott läuft durch den Garten und er sagt, Adam, wo bist du? Wo bist du? Gott geht und er sucht in Liebe Adam und fragt ihn, wo bist du? Und vielleicht kommt Gott heute zu dir und sagt, hey, wo bist du? Wo versteckst du dich? Wo lässt du Dinge im Verborgenen? Komm raus aus deinem Busch. Komm raus. Komm raus. Und da, wo wir unsere Sünde bekennen, wo wir Dinge ans Licht bringen, da ist ein Neuanfang möglich. Da, wo wir rauskommen, da ist es möglich. Jetzt ist nur die Frage, okay, wenn wir es dann schaffen, so wie ich jetzt, hey, ja, ich habe das ans Licht gebracht, ich habe gesagt, es tut mir leid. Bleibt es jetzt dabei? Werde ich jetzt in der nächsten Situation, wie ich wieder was vergesse, hey, einfach wieder das Gleiche machen, gleiches Schema. Ja, Gott vergibt ja und dann ist ja eigentlich auch gut. Das nennt Bonhoeffer nett die billige Gnade. Billige Gnade, ja, Gott vergibt ja. Und wenn ich jetzt einen Fehler mache und selbst wenn ich dann um Vergebung bitte, dann mache ich mache einfach weiter so. Nein, Gnade ist niemals billig. Die Gnade, die Jesus erkauft hat, die war massiv teuer. Jesus ist am Kreuz gestorben. Das hat es ihn gekostet. Das hat deine Freiheit ihn gekostet. Also es ist keine billige Gnade. Und ich glaube, wir sollten uns davor hüten, es einfach gleichgültig in Anspruch zu nehmen. Buße heißt Umkehr. Zum Kreuz zu kommen und zu sagen, Jesus, es tut mir leid. Und von da aus nicht gerade wieder in die gleiche Richtung zurückzugehen, sondern von da aus umzukehren in eine andere Richtung, eine Sinneswandlung, ein anderes Denken, so wie Paulus es sagt. Anders zu denken und das heißt auch, eine andere Richtung einzuschlagen. Hey, und wo sind aktive Schritte nötig in deinem Leben? Und wo darf es dich auch was kosten? Weil ja, das kostet was, in eine andere Richtung zu laufen und nicht wieder zurück dahin zu gehen, von wo wir herkommen. Und ja, das kostet was. Und Jesus selbst hat es uns auch angekündigt. Er sagt, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Was nützt es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Es lohnt sich, Jesus nachzufolgen.
Denn bei ihm ist tatsächlich das Leben zu finden. Wer das Leben gewinnen will, das ist das Versprechen, das Jesus macht. Hey, er bringt das Leben, tatsächlich das Leben und nur er. Überall sonst, wo du suchst, wirst du das Leben nicht finden. Und Jesus sagt, ja, und das kostet was, das hat einen Preis. Aber Jesus weiß, von was er redet. Er weiß es ganz genau. Er hat das Kreuz auch getragen. Und er ist sogar so weit gegangen, dass er gestorben ist, damit wir dieses Leben empfangen können, dass wir in Freiheit wandeln können. Was darf es dich kosten? Bist du bereit, dass es dich was kosten darf? Dass es auch unbequem ist, dass du aktiv Schritte gehen musst? Ja, Veränderung ist schwer. Gerade der erste Schritt. Der ist meistens, der erste Schritt ist vielleicht noch High Motivation. Dann geht die Motivationskurve runter. Und wenn wir da weiter durchhalten und wirklich sagen, okay, Jesus, es darf mich was kosten, es darf anstrengend sein, es darf was bedeuten, es darf eine Konsequenz haben. Aber das Ding ist, es wird uns das Leben bringen. Und Dinge, die wir immer und immer wieder tun, die werden zu einer Gewohnheit. Und eine Gewohnheit wird dann auch zu etwas, was immer einfacher wird. Wenn wir andauernd unser Denken erneuern lassen vom Heiligen Geist, dann wird dieses neue Denken das normale Denken in deinem Leben. Okay, kommen wir zum dritten und letzten Feind. Du hast die Hoffnung aufgegeben. Ja, vielleicht bist du an dem Punkt und du sagst, hey Melli, ich habe es so oft probiert, ich habe die Hoffnung aufgegeben. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber bei mir ist sie letztlich dann gestorben. Und ich will dir heute sagen, von ganzem Herzen, für Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. In Römer steht, das Kreuz hat Kraft. Das Kreuz hat Kraft. Und wenn wir das glauben, dann sollten wir das auch wirklich glauben. Und dann darfst du über deiner Situation, was sie auch ist, wie oft du es auch schon probiert hast, darfst du sagen, für Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Auch meine Situation, auch meine Sünde ist nicht zu schwer für das Kreuz. Nein, das Kreuz hat Kraft. Auch in deinem Leben. Ich will dir sagen, da wo du die Hoffnung aufgegeben hast, greif sie wieder auf. Bleib nicht liegen. Das ist nicht, warum Jesus am Kreuz gestorben ist, dass du liegen bleibst und sagst, ich gebe auf. Und du wirst es auch alleine nicht schaffen. Es ist nicht aus unserer Kraft. Es ist aus der Kraft des Kreuzes. Ja, weil was hat das Kreuz für eine Kraft? Das Kreuz hat die Kraft, um Tote wieder lebendig zu machen. Es hat die Kraft, aus der Wüste eine saftige Weide zu machen, Chaos wieder in Ordnung zu bringen. Gefangene werden frei, zerbrochene Menschen bekommen ein neues Herz. Hey, zweifel doch nicht an der Kraft, die das Kreuz in deinem Leben haben kann. Und wenn du die Hoffnung aufgegeben hast, dann will ich dir heute sagen, fass neuen Mut. Und der startet eben genau da am Kreuz. Und lass dich ermutigen mit Jesaja 43, Vers 19. Hier steht, seht, ich schaffe etwas Neues. Hey, schau du, ich schaffe etwas Neues. Schon wächst es heran. Erkennt ihr es nicht? Erkennst du es nicht? Gott will was Neues schaffen. Gott hat für dich etwas geplant im Jahr 2025 und seine Pläne sind gut. Seine Pläne sind gut. Also der erste Punkt. Ja, wir brauchen Veränderung und wir brauchen Erkenntnis darüber. Und die Erkenntnis ist schmerzlich. Zu sehen, da gibt es Sachen in meinem Leben, da brauche ich Veränderung. Hey, gesteh dir das ein. Es ist okay, dass du nicht okay bist. Es ist einfach nicht okay, dass du da stehen bleibst. Und dann der zweite Punkt. Ja, es ist unbequem und es darf uns was kosten. Jesus hat es alles gekostet. Was darf es dich kosten? Bist du bereit, auch einen Teil dazu zu geben? Auch zu sagen, okay, alright, I see it. Ich bringe Dinge ans Licht. So unbequem wie es ist. Ich bringe jetzt Sachen hervor.
Und von da aus schlage ich einen neuen Weg ein. Von da aus kehre ich um und ich sage, okay, Jesus, mit dir zusammen, let's go. Wir gehen in eine andere Richtung. Und die Hoffnung nicht zu verlieren. Auch da, wo es Rückschläge gibt, auch da, wo vielleicht nicht alles perfekt läuft, immer wieder dahin zu kommen, ans Kreuz und zu sagen, ich nehme die Kraft des Kreuzes für mein Leben in Anspruch. Und ich bin gespannt, wenn du dich darauf einlässt und sagst, okay Gott, ich gebe es hin. Ich glaube, dass du mich verändern kannst, dass du meine Situation verändern kannst. Ich kann es kaum erwarten, was du am Ende vom Jahr 2025 erlebt haben wirst, wo Gott dich transformiert, wo du Freiheit erlebt hast. Ich bin wirklich gespannt, weil ich glaube, Gott kann Großes tun in deinem Leben. Und wir wollen uns jetzt gleich Zeit nehmen fürs Abendmahl. Und ja, wir erinnern uns daran, was Jesus am Kreuz getan hat. Wir erinnern uns daran, was es ihn gekostet hat, damit es überhaupt erst möglich ist, dass wir kommen dürfen mit unseren Verfehlungen und dass wir umkehren können. Und ich will dir heute sagen, nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit, vielleicht mal so eine kleine innere Evaluation zuzulassen. Den Heiligen Geist zu fragen, Heiliger Geist, gibt es Dinge in meinem Leben, wo es dran ist, die vielleicht ans Licht zu bringen? Wo es dran ist, dich um Vergebung zu bitten oder vielleicht auch zu einer anderen Person zu gehen und zu sagen, hey, es tut mir leid, ich habe da einen Fehler gemacht. Und Vergebung zu empfangen. Und von hier aus ist ein Neustart möglich. Es ist ein Neustart möglich. Und das feiern wir im Abendmahl. Wir erinnern uns daran, was Jesus getan hat. Und das dürfen wir feiern. Wir dürfen es feiern. Weil das ist die gute Nachricht. Dass Jesus eben einen Neuanfang schafft, auch für dich. Und in Jakobus 5, Vers 16 steht, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und es ist nicht leicht. Aber vielleicht ist es für dich heute dran. Und da klopft der Heilige Geist bei dir, wie er bei mir auch geklopft hat. Herr, und ich will dich ermutigen, ja, vielleicht heute mit jemandem zusammen zu beten, auf jemanden zuzugehen und zu sagen, hey, ich merke, ich brauche in dem und dem Bereich Vergebung. Hey, mach das und nimm das in Anspruch. Ich will mit uns gemeinsam die Einsetzungsworte lesen aus 1. Korinther. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot. Er dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber am Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Hey, heute darfst du das neu annehmen. Du darfst die Vergebung von Jesus neu annehmen. Du darfst deine Schuld abgeben und Vergebung empfangen. Lass uns heute in eine Haltung der Ehrlichkeit, der Bußbereitschaft und des Vertrauens zum Abendmahl gehen, dass Gott einen Neuanfang für dich schafft. Ja, Jesus, ich danke dir für die gute Nachricht, dass ein Neuanfang möglich ist. Dass du Veränderungen schaffen willst, dass du uns transformieren willst. Nicht aus unserer Kraft, sondern aus der Kraft des Kreuzes heraus. Und Jesus, ich bete, dass du uns überführst, wo du dich nach Veränderungen in unserem Leben sehnst. Dass wir nicht die gleichen bleiben wie heute, sondern dass wir mehr in dein Bild hin verwandelt werden, dass wir dir ähnlicher werden. Ja, dass wir durch die Welt laufen und ja, dein
Abbild widerspiegeln, dass Menschen dich in uns erkennen. Und danke, dass wir zu dir kommen dürfen, dass du uns zu dir rufst, dass du sagst, wo bist du? Und dass wir kommen dürfen in Ehrlichkeit und dass du uns annimmst, dass du uns schon vor aller Zeit angenommen hast, Jesus, dass du in Liebe zu uns am Kreuz gestorben bist. Lass diese Wahrheit ganz, ganz tief in uns sinken. Amen. Genau, nehmt euch kurz Zeit.